Ich habe ein Problem. Und ihr seht es auch schon, es ist der blaue Flecken hier. Das hier ist 1, 2 oder 3 tote Pixel auf meinem Sensor. Und das heisst, dass ich mit dieser Kamera so keine Videos mehr machen kann, weil das sieht scheiße aus. Zum Glück bin ich nicht der Erste, dem so etwas passiert, und deshalb gibt es natürlich auch Mittel und Methoden, um so etwas zu flicken. In Videokameras gibt es in der Regel eine Funktion, die nennt sich Schwarzabgleich. Die Funktion ist genau dafür da, dass man so Sachen beheben kann. Das Problem ist nur, ich habe eine Sony A7S Mark II und genau diese Kamera hat genau das Feature nicht. Trotzdem gibt es bei der Sony einen Workaround, wie man das Ganze trotzdem machen kann, und das würde ich euch jetzt rasch zeigen. Aber weil das ja diese Kamera ist, wo ich jetzt mit aufnehme, würde ich sagen, springen wir auf meine zweite Kamera und schauen von dieser Kamera. Also, let's go! Wie gerade gesagt, hat meine Kamera leider keine Funktion für einen Schwarzabgleich, wo man einfach erreichen kann, aber sie macht trotzdem einen Abgleich, und zwar immer jeden Monat einmal. Und das Ganze können wir vorsehen, indem wir ins Menü gehen, in die System-Settings, die sind da oben auf der ganz rechten Seite, und dann auf die vierte Seite, dort finden wir Date und Time Setup. Wenn wir da reingehen und unser Datum jetzt von heute aus gesehen einen Monat vorschrauben, dann tun wir beim nächsten Mal, wenn man die Kamera ausschaltet, einen Sensor Remap oder einen Schwarzabgleich hervorrufen, weil das System sagt, ich habe seit einem Monat keinen Abgleich mehr gemacht, ich mache es jetzt mal. Ja, das machen wir jetzt. Ich mache jetzt die Kamera aus und jetzt hören wir es dann gerade. Jetzt hat er den Abgleich gemacht. Und wenn ich jetzt die Kamera wieder anschalte, sollte der Pixel weg sein. Da ich in meiner Kamera aber das Datum als Timecode benutze, muss ich jetzt rasch das Ganze wieder zurückstellen, weil sonst rührt das mir all meine Workflows durcheinander. Und deshalb machen wir das Ganze jetzt nochmal. Gibt es halt nochmal einen Schwarzabgleich. Kann ja nicht schaden. Und wenn man es jetzt wieder anschaltet, sollten wir endgültig kein Stuck Pixel mehr haben. Wenn wir jetzt trotzdem einen hätten, oh Mann, dann hätte ich ein echtes Problem, weil dann müsste ich vermutlich die Kamera in die Reparatur geben oder den Sensor austauschen lassen. Oh, schau mal, es hat funktioniert, so geil. So, ich versuche jetzt ganz easy zu erklären, wie das mit dem Schwarzabgleich und dem Sensor Remap funktioniert. Für das Ganze habe ich mir eine kleine Animation gebastelt. Ich hoffe, sie unterstützt ein bisschen meine Aussagen und ist viel verständlich auch. Zum euch aber erklären, wie das funktioniert, wir müssen einen kurzen Ausblick machen in die Welt der Bildsensoren. Und zwar konkret in die Welt der CMOS-Sensoren. Ein CMOS-Sensor ist so aufgebaut, dass ganz viele kleine Lichtsensoren auf einer Platte sind, die die Stärke vom Licht messen. Die messen nicht die Farbe vom Licht, einfach nur die Stärke. Und vor jedem von diesen einzelnen Sensoren ist eine Folie vorgeschaltet und die Folie lässt entweder nur rotes, blaues oder grünes Licht durch. Und anhand von dem, wie stark denn das Licht auf den Sensor einfällt, kann der Computer dann schliessen, dass das Bild eher grünlich, bläulich oder rötlich ist, beziehungsweise es könnten die einzelnen Farbpixel generiert werden. Was jetzt passiert bei einer Schwarzblende ist das: die Iris von der Linse geht zu und es fällt kein Licht mehr auf den Sensor ein. Das heisst, ab dann sollte ja kein einziger Sensor mehr Signal ausgeben, weil kein Licht einfällt. Sollte aber dennoch ein Sensor Lichteinfall angeben, weiss der Computer, aha, mit dem Sensor stimmt irgendetwas nicht, der ist vielleicht kaputt, notiert sich der Sensor und schaltet den ab. Der Pixel an der Stelle von dem abgeschalteten Sensor wird jetzt neu berechnet durch die umliegenden Pixel mit der gleichen Farbe. Das heisst, der Pixel, der ausgeschaltet worden ist, hat nicht mehr mit dem Licht zu tun, das auf dieser Stelle auf den Sensor getroffen ist, sondern mit dem Licht, das um alle Sensorelemente rundherum aufgetroffen ist. Es ist dann einfach quasi der Mittelwert von dem Licht. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen und habt die sehr, sehr stark vereinfachte Erklärung von einem Sensor Remap verstanden. Und das ist eigentlich auch schon, wie ich mein Problem mit dem kaputten Pixel gelöst habe. Ein Sensor Remap, eine Schwarzblende. Oder bei der Sony das Datum um einen Monat führen schreiben. Das ist ein geiler Workaround. Hey, danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, du es verstanden hast und ich es gut erklärt habe, hey, dann lass doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann lass halt einen Daumen nach unten da. Kommentare sind immer gern gesehen und lass doch auch ein Abo da. Aber mit einem Abo verpasst du kein Video mehr. Danke fürs Zuschauen, ich bin der Greenie und wir sehen uns im nächsten Video, weil ich das nächste Problem schon schmücken kann.